Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Ja, schön. Willkommen zurück, Leute, hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Novigrad weitergezogen, willst du mich verarschen? Da steht doch rechts oben, Reisziel Skellige. Ja, okay, wie dem auch sei. Ja, im letzten Part haben wir noch Rittersporn gefunden und befreit. Und jetzt wissen wir, Ciri ist auch nicht hier, sondern sie ist in Skellige. Das heißt für uns, es wird nun wirklich Zeit, dass wir uns vermehrt um Sidequests kümmern. Das vor allem deswegen, weil ein paar offene Quests anstehen, die mich natürlich sehr interessieren. Ich meine das mit dem Baron, also vor allem seiner Frau Anna. Und dann auch noch wegen Triss, und wir müssen noch wegen Yennefer gucken und so weiter. Naja, von mir aus. Wie ein Geschenk, was wir verarschen? Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Und wo packt Geralt ein riesiges Bild? Egal. Ja, wie gesagt, wir wollen uns noch ein paar Quests kümmern und natürlich auch noch ein bisschen leveln. Weil ich muss mindestens Level 15 sein, bevor ich da nach Skellige aufbreche. Also von dem her haben wir noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Deswegen vermutlich ein paar Parts, jetzt ein bisschen Sidequests und so. Aber eben sind interessante Quests, von dem her kein Problem. Jo, Zoltan, Alter. Wir haben einen Wegreis, sage ich schon. Ja, Wegpunkt, so. Einsame Hütte, ja, sehr schön. Also, wir müssen jetzt wirklich nach Skellige gehen. Da brauchen wir ein Schiff und so weiter, das ist ja alles schön und gut. Und Jens soll dort auch sein, war? Hat er gerade Geralt noch im letzten Part gesagt. Okay, jetzt ist halt die Frage. Ich überlege mir, ob wir nach Kaer Morhen eigentlich reiten sollten. Ja gut, ich meine, es wurde zerstört. Ja, ist natürlich alles schön und oder eben nicht schön und gut. Vielleicht kriegen wir da oben noch irgendwie etwas Interessantes. Ah ja, bevor wir noch vergessen, bevor wir natürlich nach Skellige aufbrechen, müssen noch die ganzen Machtpunkte finden, die noch verteilt sind. Das heißt, jo, wir haben noch einiges zu tun, aber gut, es gibt noch einiges mehr hier zu tun. Platz Hierarchen, heißt es Skellige, ein Schiff und so weiter. Okay, da wäre natürlich etwas, aber nö, wie gesagt, ich will jetzt erstmal was anderes machen. Hilf meine Stimme. Stimme, wo bist du? Ja, bin ja da, du Arschloch. Ah, gut. Jo, was wollte ich jetzt? Da ist noch eine Quest. Wer ist das, der uns... Reiche Städterin. Hä? Die falsche Person? Gedächtnisrennen, hä? Ist das die Quest, war? Interessant. Ja, herhören, mir alles scheißegal. Wir haben letzten Part noch einen Punkt bekommen hier, bevor wir es vergessen. Muss mal gucken, ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen mehr auf Power hier gehen, wa? Wobei betrifft ja nur das Parieren generell. Ich werde dann doch lieber ein bisschen auf die Zeichen gehen. Immer noch, ja, da ist leider so. Das heißt leider, ist eigentlich alles schön und gut. Der Schild, das ist ja die nächste Stufe. Zeichen-Alternativmodus, es wird ein aktiver Schild erzeugt. Wieder her. Klingt auch gut, nur haben dummerweise keinen Platz mehr, müssen irgendwie austauschen. Aber nee, dann mache ich also nicht mehr Punkte zur Verfügung habe und dann erst einen. Das heißt, klug wäre, Täuschung, nee, ich gehe wieder ein bisschen auf mehr Rüstungsschmelze, war. Jo. Ist vermutlich so zum aktuellen Zeitpunkt noch das Klügste. Sehen noch ein paar und so, Mutagene neu schmieden und so weiter, muss man alles machen. Ey. Bessere Rüstung, Waffen, dann natürlich noch vor allem, ja, einmal Alchemie und so weiter, alles anwenden. Das alles, wo wir dann nach Skellige aufbrechen. Also ihr seht, ich habe noch sehr, sehr viel geplant. Wo zum Henker ist jetzt Triebrittersporn, Rosmarin und Thymian von Stufe 14, aber noch nicht. Gut, dann warte ich mal noch.
Eine lebenswichtige Angelegenheit. Die machen wir jetzt. Treffen wir uns also mit Triss. Für die ich sowieso halt noch eine Schwäche habe. Und wie ich so gelesen habe, ja, viele andere mögen sie auch lieber als Yen. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, weil es soll scheinbar eine Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, halt. Sprich, ob man Liebesromanze mit Yen oder mit Triss anfängt. Das ist logisch, mit beiden geht wohl eher weniger. Und ja, dankeschön. Und es ist halt vor allem so, wenn man sich auf Triss einlässt, dann wird... Was machen wir jetzt hier? Ups, der falsche. Entschuldigung, ihr wollt eigentlich... Ah, verdammt, ihr wollt das Feuer machen. Naja. Ist halt auch so down. Wollt einen Feuer testen, Mensch. Igni. Reden, Bettler, nö. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau, wenn man sich halt auf Triss einlässt, wird nachher Yen, naja, sau nicht direkt, aber sie wird ziemlich nervig als Charakter. Und scheinbar treffen sie noch häufiger. Deswegen warte ich noch, bis man, naja, ich denke, es wird ziemlich offensichtlich werden, ob man sich für Yen und so entscheidet oder für Triss halt. Ich würde doch eher sagen, ich warte noch ein bisschen, versuche ein bisschen mit Triss, ich sage jetzt mal, wie soll das formulieren? Anzupacken klingt irgendwie doof. Nee, einfach halt sich ein bisschen mit ihr gut zu stellen oder ein bisschen verliebt und so zu sein, wie auch immer. Danach auch ein bisschen mit Yen wieder. Und dann halt ein Zeitpunkt kommen, wo ich mich entscheiden muss oder entscheiden will, dass wir dann halt gucken, für wen halt Geralt sich eher entscheiden würde gemäß Quest. Die Punkte oben rechts sind ein bisschen verwirrend. So, dann trifft das. Stimmt das doch hier, oder? Noch weiter oben, okay. Also irgendwie rechts oben der Wegpunkt, gerade ein bisschen sehr chaotisch. Immerhin Stockwerk stimmt mal. Was ist das für eine Hütte hier? Sehr verwirrend. Backkartoffeln natürlich auch mal mitnehmen, kann man gut gebrauchen, bis wir halt dann nochmal die Tränke und so machen. Ich sehe so wenig hier. Hä? Sehe ich, wo er sitzt? Wieso regnet es hier in die Hütte? Okay, ich denke, das wird mit Version 1.7 dann gefixt. Hier oben zumindest. Also da pisst ja einfach in die Hütte rein, das ist alles schlecht. Da sagen wir gleich, das Spiel abkackt. Ja, darüber schön, dann geht's nicht rein. Wie kann ich jetzt den Triss? Ich habe doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Ja, doof, wa? Klopf, klopf. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Alter, ich glaube, die hat es dringend wieder mal nötig, wa? Nein, nicht mein Problem, sondern eher seins. Obwohl, wenn ich nur so eine Auswahl hätte als Frau, ich glaube, würde ich auch lieber abstinent bleiben. Von dem her, naja. Doch was soll's. Zum Glück spielen wir Kira und haben daher eine hübsche Auswahl an Frauen. Was ist eigentlich hübsch? Auf dem ist eigentlich jede Frau hübsch. Muss halt nur gucken, wie man diese Hübschheit ein bisschen rausbringt, wa? Oder nee, rausbringt, klingt auch falsch. Sagen wir, ist die Hütte hier schief oder wie? Hervorbringt, klingt ein bisschen besser. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Deswegen bin ich da. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Jetzt würde ich und Geralt still sagen, du siehst irgendwie traurig aus, aber okay. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Alter, ey, was eine Stimmung bei denen ist. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein.
Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Warnung? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Schon besser. Vielleicht jetzt, wa? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Nö, will immer noch nichts. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Es war eine sehr schwierige Beziehung zwischen den beiden. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Finde ich auch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen, als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Ja, sie scheint doch sehr angespannt zu sein. Unsere gute Triss, nun gut, gucken mal, wa? Der blaue Sinn hat Schlüssel in seinem Gürtel. Naja, also jemand ist natürlich relativ auffällig, von dem her. Hallo, liebe Hausherrin. Ja, mein Hübscher. Wie ich gesagt habe, die hat es dringend nötig. Aber ehrlich mal. Zuerst pflaumen sie uns ran, jetzt plötzlich, ja, mein Hübscher. Oder gerade wäre irgendwie wieder etwas Böses im Gange. Was ist denn hier los? Hier kriecht eine Hexe rum. Seht, leichenblasses Gesicht. Oh Gott, nee, auf die Quest kein Bock. Ihr seid beide verrückt. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Naja, du mich auch. So, vielleicht ist es doch mal langsam klug, einen Schmied aufzusuchen. Hier war ja einer in der Nähe. Konnten wir auch die Rüstungen verbessern? Ich glaube nicht, wa? Erstklassige Schwerter. Dankeschön, finde ich auch. Würdest du mir etwas anfertigen? Stimme, hau nicht ab. Reparieren, ausgerüstet. Was gab besser? War der Hexenschlechter? Kann ich mal reparieren. Nur wie gerade Langschwert. Okay, dann tun wir noch die Superrüstung. Das ist eine Scheißrüstung. Wie zum Beispiel kann die bekommen? Angrinischer Kyras. Verkaufe ich nachher. Mal gucken, was man verkaufen kann. Das ist also besser, das sind sowieso mies. Zack, der ebenfalls. Das können wir noch gucken, ob das irgendwie ausrüsten sollte. Ja, was zerteilen oder so. Also später vielleicht zerlegen, eher weniger. Noch ein paar Mutagene, kleines Grünes, sehr schön. Handwerker zu. Moment mal, was wirst du denn mit
Zerlegen uns bringen. In Eisenbaren. Naja. Normales Holz und schlecht. Silber und Smaragd. Oh, ich glaube, das könnte man noch brauchen, wa? Smaragd-Stab zerlegen, ganz schlecht. Bin mir doch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Kann man verkaufen hier, alter Schwede. Handwerk. Noch irgendwas Interessantes für uns. Ein paar Stiefel vielleicht, wa? Oh, sind ja schlechter. Ja, nee, du, dann lassen wir es mal. Nee, es passt. Bis dann. Hasta la vista, Baby. Inventarmäßig. Das ist also besser als unsere Stahlwaffe. Jo, eindeutig. Jetzt war noch was. Ah, hier. Oh, jetzt sind wir aber ganz geil drauf, Leute. Jo. Also habe zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich glaube, wir sind ziemlich stark momentan, wa? Magischer Gegenstand, magischer, der Hexenschlechter, meisterlich gefertigtes Silberschwert. Oh, da wäre natürlich die 100% geil. Ja, da werden die Monster gar keine Freude damit haben. Scheuklappen an schlecht. Ein ganz kurzes Schwert verkaufen, brauchen sie nicht mehr. Klassische Schwerter. Naja. Zeig mal, was du anzubieten hast. So. Den Rest lassen wir noch. Bis dann. Ich glaube, ich mache es eh mal so, dass ich offscreen mal die ganzen Vergleiche ziehe von wegen, ja, der hat das zum Anfertigen und der hat das und so und was wäre besser für uns, was wäre besser für meinen Spielstil und dann, wenn wir das mal an den künftigen Parts und natürlich noch bevor wir das Scaling gehen, wenn wir das noch anpassen und ja, sollten dann top ausgerüstet sein, wenn es weitergeht auf der Suche nach Ciri. So, dann gucke ich mal. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Klingt nach einer Falle. Da ist er auch schon. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier Bis lang. jetzt Es klingt... ist nicht weit. Okay, bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt. Konntest du nur? Folgen dem Diener, der Wegelbutz, oder der Wegelbatz, ne, Wegelbutz war. Und der Wegelbutz. Egal, Mann, du, es regnet, oh Mann, ich wünsche, bei uns würde es regnen. Wie oft habe ich das jetzt wohl schon in diesem Let's Play schon gesagt? Das ist er. Hilf mir! Oh Mann, ey. Was soll denn das immer? Ich habe doch nichts getan. Der haben angegriffen. Der Saftsack. Tschüss, Mann. Alter, geht plötzlich weit. Danke dir. Gehen wir. Naja, kein Problem. Aha, nein, Entschuldigung. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Marigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Valdo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen.
Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen, Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbud kommt unbemerkt aus dem Haus? so einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuds. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbud fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Wenn die Jäger hinter Albert her sind, wird eine Feier sie wohl nicht ablenken. Geralt, ein Ball bei den Wegelbuds ist nicht irgendeine Feier. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Wow. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Tja, in diesem Sinne. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Ich merke schon, Geralt und ich sind ein super Team. Ich meine, ich denke es und er sagt es. Von dem her, okay, das mit den Teilumfang hat er jetzt zwar so unverblümt auch nicht gesagt, aber gedacht, das war etwas Ähnliches in der Art und Weise. Egal. Nö, komm direkt. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Ja, ja, hinter jedem starken Mann steckt eine noch stärkere Frau, die ihn herumkommandiert. Alter Schwede. Eine lebenswichtige Angelegenheit mit einem Wams muss das sein, ey. Ich habe ein neues Gewand, Wams, Hosen, Stiefel. Ah, das sind optional, wa? Wenn sie nicht tun, dann wäre Triss wohl nicht mehr so angetan von uns, beziehungsweise es würde uns halt keine Sympathiepunkte zusätzlich bringen. Ja, relativ clever. So weit marschieren, wa? Ah, der jetzt! Ich erinnere mich wieder. Oh nein, das war ja der. Oder die, wie soll das formulieren? Keine Ahnung. Der, die, das? Was? Was tut man nicht alles für einzige Geliebten oder immer noch Geliebte oder wer auch immer? Ich glaube, Geralt wird sich sowieso, ganz ehrlich, wird es irgendwie einen Film über das Spiel geben oder würde man das irgendwie, wie soll ich sagen, so, naja, so Geralt-mäßig oder Geralt-Style-mäßig wie möglich zocken. Ich glaube, er wird es sowieso nicht entscheiden zwischen Triss und Yen. Auf dem Rücken. Ihr seid beide verrückt. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ne, muss leider so sein. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Das wäre schön. Haben wir wieder aufgenommen. So, Fuchsmaske von Triss. Von Triss finden wir lustig. Relativ günstig, war. Zum Abschließen einer Quest. Ist sie für die Quest oder was anderes? Wams, so nein, muss ich jetzt kaufen. Alter, okay, ist jetzt ein Preis her. Lecco mio. Elegante, okay, kann noch was für Triss sein. Nehmen wir mal die Wolfsmaske, waren sind mit sowas. Hose von Skellige, ist an schlecht, hey.
Da geht's noch ein bisschen teurer. Ach du Scheibenkleister. Elegante nilfgaardische Schuhe. Moment mal ganz kurz, muss etwas anderes noch gucken. Bis dann. Die Fuchsmaske, soll ich so für sie, wa? Kaufen, neues Gewand, Wamshosen, Stiefel. Ja, wieso eigentlich da? Ich meine, der geht hier ja auch. Hä? Weltkarte, bitte zeige mir etwas, was du siehst und ich nicht sehe. Aha, deswegen optional, wa? Okay, was brauchen wir? Wamshosen, Stiefeln. Gut, Hallo. kaufen wir es eben. Willst du vielleicht meine Frühjahrs... Naja, keine bereits. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Also soll er stylisch sein und passen, oder? Deswegen erst einmal die Schuhe gucken. Nilfgaardisch, war elegante nilfgaardische Schuhe, okay. Hose stand nichts, war. Ah, von mir aus. Wams, Hose plus Schuhe. Bist du zufrieden, Triss? Meine Fresse. Bis dann. Muss das jetzt wirklich sein, Leute? Muss das wirklich sein? Natürlich muss es sein. Wieso frage ich also blöd? Sieht das bescheuert aus. Obwohl, farbtechnisch geht es ja noch. Moment mal kurz. Höflingswams. Ja, sie sind Wams, also dem her. Jetzt können wir wieder abziehen, oder? Egal, Freunde, wie es weitergeht hier mit dem Maskenball in einem weiteren. Und, ja. Ich bin gespannt, was Triss dazu sagen wird. Bis dahin, tschüss.